Wir sind heute bei der Gemeinde Schöffling Fairtrade Frühstück. Könnt ihr aus dem Fairtrade erklären, wann es klifft? Fairtrade, was ist das? Das ist ein Engagement für Produkte zu kaufen, die fair gehandelt sind. Das heißt, grundsätzlich kein Kannerarbeit, das ist ganz wichtig. An die Leute, die an einer Fairtrade-Kooperative sind, die kriegen noch Primen für ihre Arbeit. Und diese Primen die benutzt, für an der Community Projekte zu finanzieren, für die Education der Kinder zu garantieren, Rechte der Frauen besser zu verteidigen. Also allgemein sind die Leute viel mehr gestärkt. Und auch sie haben im Gesundheitswesen kriegen sie auch mehr Assuranzen, mehr Zugang zu medizinischer Versorgung. Das wird all Jahre neu organisiert. Geht das los so viel? Grundsätzlich ist das eine flotte Tradition mittlerweile gehen hier zu Schöffling. Ich meine, die Leute kommen gerne. Wir sehen immer mehr Leute kommen, lernst. Und das ist eine ganz flotte Gelegenheit für die Leute, Fairtrade-Produkte in Minute zu bringen. Und ihnen zu weisen, voilà, ihr könnt auch ein faires Frühstück holen, der gut schmeckt. Worin erkennt den der Fairtrade? Das Einfachste ist natürlich ihr Logo, den sie haben. Die sieht ihr dann hier auch. Voilà, da gibt es auch andere Marken, die auch fairen Handel sind. Aber grundsätzlich als Fairtrade wirklich die bekanntesten. Wenn da so ein Logo auf ein Produkt sieht, dann ist versichert, dass das fair gehandelte Produkte sind, wo die Leute dann auch grundsätzlich korrekt für ihre Arbeit bezahlt sind und auch ein korrektes Leben können feiern. Zertifizierungsgesellschaft Flowcard überprüft, ob der Platz, wo das Produkt hergestellt wird, ob die sozial, ökonomisch und ökologisch Fairtrade-Standards angehalten sind. Sie kontrollieren auch, ob Produzentenorganisationen den festgelegten Mindestpreis auf Fairtrade-Prim ausbezahlt kriegen. So, die Damen und Herren, schönen guten Morgen. Vielleicht ein paar Worte Aufmerksamkeit im Moment dahin fokussiert. Ich will first of all alle gummer Merci sagen, zusammen mit Elisabeth, die die treibende Kraft aus an unserem Fairtrade-Team Schöffling, mit seiner Equipe. Merci so für ihre Präsenz und für allem auch ganz große Merci und die Equipe rundherum, Elisabeth, die so dass sie das heute geschafft haben und dass sie das heute so organisiert haben. Und ich gebe mengen, der kennt der ganze Equipe, die Damen, die du handeln im Durchstehen und die Herren, die du helfen bei der Spülmaschine, ganz großen Applaus machen, weil sie sind heute die responsabel sind, dass das alles klappt. Merci, da könnt ihr nur noch ein bisschen fest applaudieren mit das Termin von der Sensibilisation für den Commerce équitable, für die Produkte vom Fairtrade. Da sind Sie ganz froh als Gemeinde Schöffling, dass wir da eine Aktion noch können starten, neben vielen anderen Schöffling, Fairtrade in Schöffling, den das für gut 10 Jahre gegründet gin den 11. Juli 2014 as an Liewe Grof gin an Santa hier als eine Gruppe respektiv Gemeng als eng zertifiziert Fairtrade-Gemeng schon ein paar Mal ausgezeichnet gin. Aber wir mengen das enorm wichtig und dafür sind wir auch froh, dass es so zahlreich haut dahinter kommt für den Kaffee oder so andere Produkte aus dem Commerce équitable zu schmecken, dass wir eben die Commerce équitable unterstützen, protegieren und immer nächst neu Ideen lancieren. Wenn ich das so, dann habe ich auch effektiv als treibende Kraft der Sekretär Elisabeth Heinergrof, weil wir sind ein kleines Team. Und ein kleines Team, die braucht heute ein bisschen Unterstützung. Wenn der da Lust tut, mitzumachen, dann könnt ihr euch ganz gerne entweder unter Elisabeth oder mich oder andere aus dem Fairtrade-Team wenden, weil es ist wichtig, dass ihr nie abhält am Ansatz für etwas von den guten Sachen. Das ist immer wichtig, dass ihr neu aufhängt, an Neues und Trulle bringt. Und dafür wären wir ganz froh, wenn ein wie als Amateur kann ausgeschwert gehen, an eine Hand aktiv kann man angepackt gehen. Der Fairtrade, dass sie Produkte, diese Schnitt nicht mehr just reduzieren, will ich aber so, ob Schokolade, ob Bananen oder ob Kaffee, was man so kennen. Nein, es gibt noch Kleider, es gibt noch Rucksäcke, die aus dem fairen Handel kommen. Es gibt auch Bijouen, die mit dem fairen Handel kann verbannen. An alles das gesagt,
Das ist ein Akt von der Solidarität, das ist ein Akt eigentlich auch von einer Entwicklungshilfe, die ich kann machen, an Länder ran, die oder bei Leuten ran, die ein bisschen schwerer schon wie an den sogenannten Wohlstandsländern von den europäischen Territoire. Das ist eine Politik, die natürlich auch gefördert ist internationalen Niveau, europäischen Niveau, natürlich auch nationalen, mir besonders einfach auch die kleinen Schritte, die ich kann machen lokalen Niveau. Und dafür bin ich ganz froh, dass wir über 10 Jahre immer ein Benevole fanden, diese Stoffe hier gehen, für den Fairtrade zu favorisieren, für das zu steipen, was da ganz an den drunter ist. Merci gesagt, aber auch und Kollegen aus dem Schaffner Gemengerot, die das Initiative noch voll unterstützen und die auch durch hier Aktionismus versichern, dem Fairtrade eben ein neues Leben zu gehen. Da will ich so, dass die Aktionen vom Fairtrade sich nicht mehr limitieren nationalen Niveau, teilweise auch lokalen Niveau, ob eben Aktionen wie die Haien, mit dass da doch politische Appeller sind, mit Schachten, die unterschrieben gehen, mit Bekenntnissen, die ich möchte, für eben dann den Appell vom Fairtrade für den weiterzureichen. Auch gegen den Harcèlement, gegen den Exploit von Abus sexuell tritt Fairtrade nationalen und internationalen Niveau. Also es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, für wer der Haut heute sieht, für die dann noch entsprechend zu unterstützen. Schöffling, und da komme ich dann zum Schluss, als schon lange dabei. Wir waren aktiv auf den Hobbymärkten, haben wir mal als Produzieren publiziert oder Foodtruck Festival. Also Schöfflinger Kaffee, da das eine Institution ging. Wir haben zusammen mit der Kaffeesfabrik an Marcala am Honduras eine Konvention, wo wir Kaffee geliefert kriegen, den heute zu Lützeburg gereicht wird an der Millen Diesburg, an die geht dann heute zu Schöffling. Und die Kaffee können da auch Haut genießen. Das ist sozusagen eng von unseren wichtigsten Aktivitäten, neben dem Lesen mit dem immer man Präzidenzer für die Kanner machen, wo dann ausschließlich auch Produkte vom fairen Handel zuerst geht. Als Bootdischer, die wir einreisen, Sportler an ihre Bürger geschenkt tun, das waren auch aus dem fairen Handel. Als klassischer Titischer sind ausnahmsweise mit fairem Handel gefüllt. Und dann haben wir natürlich durch dem Staat Jean Jacobi so eine Relation gemäht zwischen dem fairen Trade an dem Sport, so eine Symbiose bemalt, da das als ein Künstler, der Joe Malano, den das gemäht hat. Bon. Haut wünschen ich auf jeden Fall, haut wünschen ich für dich merci, dass du hier seid, für die Filière von dem Fairtrade zu sauvegardieren und noch mal zu unterstützen. Ich finde ein merci so der ganze Equipe, die Dateien organisiert hat, aber auch als Gemeinde Arbeiter, die eine Hand mal gepackt und an vielen anderen aus dem Service. Haut das ein Mail aus der Schöffling, als man gesagt hat, der ich nicht vergessen zu sagen. Der könnt Expo, hier wann gucken gehen, der kriegt ein bisschen Musik halt präsentiert vom Rosin. Als engem Gitarrist, Sie können sich selber nur vorstellen, das Braderie, das ein Kirmes, ein Orchester Kirmes drinnen, also das ganz viel Lasthaut an den Ofen, das auch nach ein ganz flotte Konzert rundherum Wasser, was hier auch ein ganz wichtiger Produkt ist, den man soll versuchen. Moer oder iwwer Moer will ich sagen, geht es weiter. Wir haben als Kulturfest, was hier auch ein Zeichen ist für Solidarität mit den internationalen Kommunitäten, die heute Schöffling wohnen, erleben, und dann haben wir den 16. Mai etwas ganz Neues. Der hat gesehen, dass das Haus Ente nicht, dass das ganz renoviert gegeben hat, ja durch mal ein Brand an dem Haus, und an dem Haus kommt eine neue Institution dran, die eine gewisse Relation noch zum fairen Handel hat. Also als Fan möchte du signieren ob, und du hast nicht mehr spät wie der 16. Mai eine flotte Informationsversammlung, wo also als Fan, der Schöfflinger Bierger, der Schöfflinger Vereiner, wird präsentieren, was an dem Haus der Ranger der Tischhaus vom Bayenesin, vom Madenen Enskin an, dann werden sie es das präsentieren, das ist eine Versammlung, die an der Salle Grand Duc Jean stattfindet. Weil er genug der wird da. Merci allen denen, die ich noch vergessen zu erwähnen. Und da gebe ich los, wir gehen Wort weiter und Musik, die hast dann noch viel mehr schön wie mein Wort. Und das ist so nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places
about that. My life, I love you more. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Was versteht ihr an Fairtrade? Ja, Fairtrade verstehe ich mal drin, dass den Handel benutzt wird, für Leute nicht mehr auszubeuten. Immer, das heißt, das guckst du, kann er in verschiedenen Ländern, aber mittlerweile bedingt durch bestimmte Marken, wo nicht nur Kanner, die ausgenutzt gehen, mehr, wo auch die erwursten Leute quasi für ein Apfel ein Stück Brot schaffen müssen, für das können die Bausen Produkte weiter für teuer Geld verkauft wird. Für an andere Länder wie zum Beispiel Hai an da op der Markt zu kommen. Ech persönlich schon verschiedene Marken mittlerweile, wo ich keinen Boutique mehr kaufen, weil ich weiß, wie die verfahren mit den Leuten, wo do dementsprechend benutzt wird, aber wo ich quasi darüber hin dezidiert tun, dass mehr so etwas nicht mehr kaufen und dann auf andere Produkte nicht gehen. Fairtrade ist für mich, dass geguckt wird, dass Sozialkriterien angehalten wird bei der Produktion. Das heißt, das sind die sich engagieren weltweit, dass meistens für Produkte, die nicht lokal hergestellt gehen, dass du eben Sozialfaktoren angehalten wird. Das heißt, dass sind die Leute fair bezahlt gehen, dass die Arbeitskonditionen so sind, dass sie nicht gefährlich sind und dass auch unter dem Strich sie genug haben von dem, was sie machen, für zu leben. Wir produzieren die an gerechten Konditionen Wurzelgelungs kaufen an faire Hinterbrüche kaufen. Fairtrade ist für mich, wenn jeder an der Kette vom Produkt fair behandelt oder fair bezahlt wird. Das ist für mich Fairtrade. Wie erkennt ihr ein Fairtrade-Produkt? Ein Sticker. Ein Sticker, wo Fairtrade draufsteht, du erkennst Produkte von Fairtrade. Quasi alle Freiprodukte, das mittlerweile durch verschiedene Logos gezeichnet und so weiter. Und mittlerweile sind auch ganz große Supermarschen, die Egereien ja schon angefordert haben und darüber hinweisen und auch groß zeichnen, sodass sie quasi nicht übersehen. Da gibt es eine Menge an verschiedenen Logos. Also das ist meistens so, wie das funktioniert. Das sind dann so ein Zertifikat, so mal, wie das kann erkennen. Das heißt, da gibt es verschiedene Logos, die du genutzt gehen. Die sind auf die Produkte dann aufgedreckt, für das zu symbolisieren, dass sie dummer dann den Leute, die das schaffen, also du dann etwas möchtest für den. Mal ein kleines Symbol darüber. Was ist die Meinung dazu, dass das Gemeng Fairtrade-Frühstück organisiert? Das fand ich sehr ganz gut. Und ich sehe auch, dass es gut kann, weil wenn ich gucke, wie viele Leute da hinkommen und quasi auch schon nicht hat, dass man das Gemeng mitmachen für die faire Produkte zu kaufen und für darüber hin, nach außen hin auf der Welt ein bisschen mit zu unterstützen. Ja, ich fand das ganz wichtig. Die Fairtrade und die Gedanken von der Nachhaltigkeit, die noch da drunter steht, von dem Sozialfaktor, den spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir sind zu Lützeburg privilegiert, dass wir hier gut aufgesichert sind, sowohl sozial wie auch finanziell. Und wir müssen uns Verantwortung überholen. Und Gemeng als eine staatliche Organisation muss da Vierreiter sein an eben das und leider rundrohen. Und ich fand, das eine ganz gute Sache, dass uns Gemeng eben hier Verantwortung überhält und die Leute weiß doch, was alles Fairtrade kann sein. Und auch, dass das alles auch gut schmeckt. Und du weißt das natürlich an dem Fall das Frühstück eine ganz gute Sache, finde ich. Mal schon ganz, ganz flott, weil Leute kommen zusammen, und wir machen, wir promovieren den Fairtrade. Ich fand ganz flott und ich fand auch eine gute Initiative, weil du mal das Label noch mehr präsent geht, dann die Leute kommen zusammen und haben so viel Spaß. Das ist eine gute Idee.